In der Biostunde von der Frau Schulte-Stratmann ist der Friedhelm ganz verträumt da gesessen und hat Löcher in die Luft gestarrt. Er hat ein bisschen von seiner Biolehrerin geträumt. Die sieht nämlich ungeheuer gut aus und schmecken tut die. Ein Traum. Nicht die Blüten bestäuben die Bienen, Friedhelm, es ist umgekehrt. Mit diesen Worten ist der Friedhelm blitzartig aus seinen Träumen gerissen worden. Und ausgerechnet von der Frau Schulte-Stratmann. Wie können Frauen auch nur so grausam sein? Der Friedhelm hat sich schon vorstellen, wie sich seine Freunde in den Pausen auf ihn stürzen. Seine Freunde, das sind der Kalle, die Steffi und der Karsten. Mit denen ist er zusammen in einer Detektivbande, wo Kalle und Company heisst. Der Kalle ist der Anführer von dieser Bande und hält sich für den genialsten Detektiv außerhalb von New York. Die Steffi und der Karsten sind Zwillinge. Sie gleichen sich aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Steffi ist fast einen Kopf grösser und weil sie zum Nachnamen Rademacher heisst, ist dem Karsten sein Spitzname Radiesli. Weil ein kleiner Rademacher halt eben ein Radiesli ist. Hey, Friedhelm, das mit den Bienen und den Blumen müssen wir aber noch üben. Oder glaubst du etwa noch an Klapperstorch? So ein Seich. Hast du noch nie einen gehabt? Nein, nicht wirklich. Oh, Friedhelm, bist du etwa nicht Frau Schulte-Stratmann verknallt? Mann, spinnst du eigentlich? Wie kommst du auf diesen Blödsinn? Das ist überhaupt nicht wahr. Ich und in dich verliebt. Nie im Leben. Hey, easy, Friedhelm, verkrampf dich nicht. Übrigens heisse ich Steffi und nicht Mann. Jetzt lass ihn doch in Ruhe. Du weißt doch, dass er alle mit «Ey Mann» anredet. Und überhaupt, wie kommst du auf die Schnapsidee, dass er in die Frau Schulte-Stratmann verliebt sein soll? Jedes Mal, wenn wir Bier haben, sitzt der Friedhelm ganz verträumt auf seinem Stuhl. Und er hat schon ein paar Mal leise geseufzt. Das habe ich genau gehört. Schliesslich sitze ich ja gerade hinter ihm. Geseufzt, ehrlich? Oh, dann ist er ja doch verknallt. So ein Seich. Und warum hast du denn geseufzt? Und warum schaust du so verträumt? Ich habe nicht gesäuft. Und überhaupt schaue ich auch nicht verträumt, sondern... Sondern? Nachdenklich. Genau, ich habe nachgedacht. Oh, das ist etwas ganz Neues. Und über was hast du denn nachgedacht? Über die Frau Schulte-Stratmann? Ja, genau. Ich glaube, mit der stimmt nämlich etwas nicht. Was, wirklich? Wie meinst du das? Wieder ist schon wieder ein Fall für deine Detektivbande. Steffi, wie manchmal muss ich dir noch sagen, dass Kalle und Co. ein Detektivbüro ist und keine Bande?